Ich will vielleicht aufhängen mit ein paar Mercien. Weil ich meine, die ganze Diskussion, die aber wichtig ist, und ich komme darüber zurück, wie zu gucken, wie Staat haben wir, wie funktionieren wir, also zugestoßen gehen durch die Link an DP zu DVD, an auch ganz magistral vom Herrn Michel Wolter, an auch andere Leute, die am Hintergrund geholfen, beigedrohen haben, gefeiert, präpariert gehen. Ich meine, dass auch diese Diskussion haut so schwer sie ist, also kontrovers wie sie ist, ein Plus ist für sie recht hat, wenn man auf verschiedene Sachen aber hier können kontrovers zu Schwätze kommen, das profitiert, meine ich, als alle gut. Und dafür will ich all denen ausdrücklich Merci sagen, die überhaupt die Affäre auf Tapet gebracht haben, an sie instruiert haben. Ich meine, es sind ein paar Sachen, wo man es muss klar sein, wie im Kader die Debatte aufläuft. Eng echt sag, als dat Politik muss können ihre Rolle spielen, ohne dat den anderen probiert prozedural zu behindern. Die Argumentation, die überspitzt als Maulkurve bezeichnet wird, also am Fond richtig. Menge kein von unseren Parteien bannen hun Interesse drohen, enger einer dat Gefühl zu gehen, dat ein Prozessur soll durchhalten, für ihre wichtigen rechtlichen und politischen Probleme nicht abzuklären. Ich meine, nicht wurden Herr Engel, der gesagt hat, haut sind die enge Opposition, mehr sind die anderen an der Opposition. Aber da muss man auch das als echt Konklusion holen. Eine Prozedur kann nicht dazu missbraucht gehen, für eine wichtige Abklärung zu verhindern oder eine wichtige parlamentarische Arbeit zu behindern. Am Gegenteil, Prozeduren sind da, für uns eine Arbeit zu ermöglichen. Lass mal das an dem Geist gesehen. Eine zweite Sache ist, die froh, ob wir hier auf Kompetenzen von der Justiz ergreifen. Wir haben hier eine politische Kontrolle zu machen als Parlament, das kann kein Mensch bestreiten. Und ich hatte bislang auch nie den Eindruck, dass wir hier eine juristische Enquete wollen machen. Es war immer eine Reihe von Fragen über das Funktionament von einem Minister, über das, was ein Minister gemacht hat. Ich hatte nie den Eindruck, dass wir den Boden verloren haben von politischer Kontrolle. Es war auch nicht die Ambition von uns oder von der CSV, wie zu sagen, wir sind hier Richter. Wir wollen ja auch kein Urteil holen, in irgendeinem juristischen Sinn. Wir wollen hier politische Abklärung, aber wir wollen politische Konklusionen, wo sie sich imposieren. Das dritte, was einem auffällt, ist die Tendenz zur Bagatellisierung. Sogar in den Medien. Als ADR habe ich mich ganz besonders darüber verwundert, weil wenn man an einer Wahlkampagne mal ein Plakat von der ADR neben einem Foto von einem anderen Kandidat hängt, dann gibt das eine Staatsaffäre. An demselben Medien, die heißt so teuer ist ein Bagatell. Ein Bagatell, von den Herr Engel Stop Corrupt zitiert, wo Korruption jetzt geht. Und das ist das Interessante an dem Kommuniqué, die zitiert tut. Ich hätte an ihrer Platz nicht zitiert, auch von den nicht vielleicht politisch arrangiert, weil hier so Wort gebraucht wird, bis noch nicht gebraucht wird, das Wort Korruption. Denn Herr Wolter hat von Favoritismus geschwärzt, er hat von Nepotismus geschwärzt, kein uns ein bisschen über Korruption geschwärzt. Aber Stop Corrupt für Korruption, und die sagt, ihr könnt gut damit leben. Aber ja, ist das doch nicht ein komisches Argument, wenn hei gesot gëtt an Dir so als LAP, dat der dummer dat der Ko seet, van hei gesot gëtt Lüt gen Korruption, der wird kein Fall zu einer politischer Waffe gehen. Auf wie viele Länder in der Welt will dat so? Lüt gen Korruption als einen politischen Auftrag. Und natürlich als eng Waffe an eng Aufgabe von der Politik gegen Korruption vier zu gehen. Hei und überall auf der Welt. Und dat eng LAP erinnern könnt an de Kontre behabt, dat er schon verwunderlich. Das für uns ein Enjeu, den ein paar Grundprinzipien von unserem Staat berührt. Das eine ist die Hygiene an der Politik. Wir wollen weder Favoritismus, noch Nepotismus, noch Korruption. Wir wollen keinen Missbrauch von einem politischen Mandat zu einem persönlichen Vorteil. Das ist also das Erste. Das Zweite ist Gerechtigkeit. Herr Wolter hat largement darüber insistiert, und nicht sogar eine Motion in dem Sinn vorgebracht, dass er gesagt hat, alle Menschen muss selbst behandelt gehen. Aber besonders am Umweltministerium, wo so viele Leute den Eindruck gedrängelt, ja koordiniert zu gehen, mit ihren Aufrufen. Als selbstverständlich stellt sich halt froh, von der Gerechtigkeit ein Grundprinzip von menschlichen Zusammenleben. Und das dritte ist ein konstitutionelles und juristisches Grundprinzip. L'égalité des citoyens devant la loi.
Auch den steht hier auch vor, nicht nur als moralisch empfangen, nicht nur als politische Kultur, sondern einfach ein Grundprinzip von unserem Staat. Es kann ihn doch nicht ernst wie den George Orwell erinnern, den gesagt hat an der Animal Farm, all animals are equal, but some are more equal than others. Das wollen wir nicht. Wir können das nicht akzeptieren. Dafür ist es doch verwunderlich, dass Regierungsparteien auf das man näher reagieren. Von der Stadt zusammenfassen, haben sie eine extrem schwere Argumentation. Sie ist politisch mal nicht opportunisch, so nicht viel wert. Weil sie wissen ja, dass eine Enquete lebt. Bei der Justiz ist immer rappeliert. Aber was machen sie da mit ihrer Argumentation? So wie sie halt präsentiert haben, wenn die ersten Elemente an der Enquete von der Justiz aufhängen, sich zu konkretisieren, welche Konklusionen ziehen sie dann? Wie wollen sie dann Keier kreieren? Welche Argumente haben wir hören? Das ist das, wir sind ja kein Richter. Wir haben nicht den Anspruch, Richter zu sein. Nie an der Diskussion gewirrscht. Wir machen eine politische Kontrolle. Wir wollen kein Justizurteil fällen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ein Argument wird also aus sich eitel ist. Das Zweite ist, wir konnten bei der Minister keine kriminelle Energie feststellen. Bon. Als das ein Argument, was die Kredibilität von einer Minister an hier moralische Integrität besonders in der Mord, wenn wir bei einem Punkt sind, dass wir so, wenn ein Minister von unserer Regierung, wir konnten keine kriminelle Energie feststellen. Das ist aber schon auf einem Niveau von der Diskussion, wie muss so, was tun wir dann alles festgestellt, von just unter krimineller Energie noch gefehlt wird. Auch das Argument hat schon näherer Platz überhaupt nicht benutzt, weil ich meine, es stellt echt ein Problem durch, wie sonst irgendetwas. Die Parteien, die Regierungsparteien, ich verstehe, dass die Grünen hier ministerisch verteidigen. Ich will auch nicht allzu viel daran argumentieren. Ich will aber so, dass ich prinzipiell bei der Grünen Partei mitziehen. Dass ausgerechnet die Partei, die aus der Welt immer in der Nuss hält, immer für uns anhält, wo der Welt, dass die eine lange Lust hat, wo selber schweren Angriff an die Natur. Ein unendlich, den Tramshop, das Footballstadion, beim die Wäsche gemerkt goen, Glacier, op andere Plätzen, de schöne Bande Gastbericht, den das geschenkt hat, der Schütter Marial, wo man der Minister nur nach 110 BM empfehlen, See leist, Kaufwandmillen, wo Böscher Wäsche gemerkt, alles kein Problem. An die Partei, die so viel Angriff an die Natur mischt, an die nennt sich nach gering. Das ist für mich auch aus sich verwunderlich. Es geht doch nicht, sich gering zu nennen und dann einfach können allmählich Angriff an die Natur zu machen, ohne wo schimmt rot am Gesicht zu sehen. Da kauf nach mit verschiedenen, sagen wir mal, verschiedenen Ansätzen probiert, Verantwortung auf Beamten aufzuwälzen. Wir wissen heute nicht. Wir wissen es nicht. Es gibt Indizien. Herr Wolter hat es genannt, wie weit Verantwortung von den Beamten an dem Ministerium geht. Das wissen wir nicht. Aber etwas ist klar, auch der Minister hat Verantwortung für ihre Beamten. Sie als ihre Vorgesetzten. Wenn ein Beamten etwas gemerkt hat, vielleicht weil er gemeint hat, müsste man der Minister entgegenkommen oder sich nicht mit hier Konflikt setzen, hat auch dadurch ein Minister politisch Verantwortung. Lassen wir auch das nicht vergessen. Es ist schon ein bisschen den Eindruck, dass wir hier zwei verschiedene Ansätze haben, bei den Grünen, auf jeden Fall bei uns in der ADR, wie politisch oder wie zu der Politik steht. Es ist schon den Eindruck, dass wir bei der ADR für die Politik leben, dass wir uns für die Leute ersetzen, dass wir uns für Ulayes engagieren, die uns wichtig sind. Und ich habe immer mehr den Eindruck, wenn ich die Aktualität an den letzten Wochen gucke, dass die Grünen nicht für die Politik leben, wir wurden der Politik. Dass sie profitieren, dass sie hier Sachen wollen durchsetzen, auch wenn sie dadurch Gesetze verletzen müssen, für das hier Ziel zu erreichen. Und das ist ein großer Unterschied an der Moral, ob in für Politik durch oder von der Politik verlieren. Für uns ist eine Konklusion klar. Von den Vorwürfen, die hier op Tapet kommen sind. Herr Wolter, ich will klar so magistral vorgedrohen hat. Auch an den Kommissionen. Kompliment will ich dem Kollege Wolter klar machen, nicht verdingt. Aber wenn die Vorwürfe sich irgendwie bewahrheiten, wenn die klar gehen, und ich zweifle persönlich nicht daran, dass da ganz viel drin ist, zu viel schwätzt gegen ihr, Madame Minister, da geht es auch nicht mehr für ihr eng Konklusion an der Dignität, das ist ja die Mission.
et gëtt kein Äner. Und dann hecht es aber auch für all die, die haut abgestiegen sind, für erst zu verteidigen, wissend, dass ein Dossier ganz schwer ist, den sie plädieren, für auch für sich zu evaluieren, für Konklusionen, wo politischer Moral sie da wollen sehen. Ich so nicht merci.